So, haben wir es wieder. Livestream wird ab jetzt gestartet, sagt er. Sehr schön. Heute sind wir mal wieder allein, denn Seppi ist irgendwo beim Bierdringer. Das ist ziemlich unerwachsen, so ein bisschen. Alkoholkranker Seppi. Corby macht so wie arbeiten, wie immer, diese obligatorische Ausrede, die keiner versteht. Aber wenigstens einer, der sie am März und an dem anderen Affen, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, ein Beispiel nimmt und er wirklich schaut, dass er wieder vorankommt. Jetzt, wenn er noch einer von ihren Rentnereltern auch wieder arbeiten darf, dann werden sie richtig glücklich, unsere neue Regierung. Und der Mike, ich darf keine Beitleine stellen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen eklig. Der hat irgendwas mit abgetrennten Rehkopf am Hut. Kopal, Servus, kennen wir noch nicht, schön, dass du da bist. Und der Blank Michi und B.I. Weil, grüß dich, erst einmal hier zuprosten, ne? Ja, bei uns ist alles geschmeidig. Bei mir zumindest, bei mir zumindest. Heute gibt es noch Unboxing wieder am Schluss. Wir haben mal wieder zwei tolle Packs hier zum Unboxen. Aber das machen wir ganz zum Schluss erst einmal. Dass ja keiner von euch fortgeht, hocken sie da und schauen sie den Grammophon statt fortgehend. Oder geht es erst morgen alle mit dem Bollerwagen auf die Straße und tatsächlich trinken? Denn zum Anschauen gibt es zurzeit nicht viel, oder? Habt ihr irgendwas Gescheites gesehen? Schreibt es da in die Kommentare, was euch zurzeit anschaut, das würde mich interessieren. Was euch auf alle Fälle eine Zeit lang nicht anschauen könnt, wird die dritte Staffel Solo-Leveling sein. Vielleicht hat einer euch den Anime gesehen. Soll ja überragend gut sein, ist er, glaube ich. Anime des Jahres geworden. Können wir später nochmal nachschauen, weil da gab es einige Titel, einige Preise, die jetzt erst vergeben worden sind. Und die dritte Staffel soll erst nicht vor 2028 kommen. Das ist ziemlich gemein, wenn man so lange warten muss. Was muss ich? Du musst noch eine Antwort geben. Muss ich wieder mal reinschauen. Ja, machen wir es ja danach. Ich gucke. Dafür kriegen wir jetzt dann im Oktober scheinbar schon die dritte Staffel von One Punch Man. Das hat ja dann gerade 6 Jahre dauert, 5 Jahre, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle dauert es lang. Die sollen sich mal ein bisschen umtun mit die ganzen Staffeln. Das dauert mal jetzt lang. Dafür kriegen wir dann, glaube ich, jetzt bald schon die zweite Staffel. Ich hoffe mal, dass das dann nicht heißt, dass wir auf die dritte auch wieder ewig lang warten müssen. Sesslingers, habe ich die Ehre. Schön, dass du auch da bist. Das müsst ihr da gar nicht auswählen, was wir unboxen, weil wir einfach alle zwei aufmachen. Ha, bam. So, die haben wir das halt. Fallout, glaube ich, kriegen wir die zweite Staffel ja schon Ende des Jahres. Ist jetzt auch schon angeteased worden, dass sie Geschichten hätten für auf alle Fälle 5 oder 6 Staffeln, je nachdem, wie gut das ankommt. Bin ich ja mal gespannt, ob die zweite Staffel dann die Qualität halten kann von der ersten. Für unsere Wheel of Time-Fans leider traurige Nachricht, denn nach der dritten Staffel jetzt ist Schluss. Ich habe keine Folge davon gesehen. Ich kann nicht sagen, wie gut das die Serie ist. Ich habe auch das Buch nicht gelesen. Ich glaube, eine Buchverfilmung ist das. Ich weiß es nicht, aber für alle, die diese Serie schauen, mein Beileid. Anscheinend ist es auch nicht ordentlich abgeschlossen, also bleibt die Serie mit einem offenen Ende stehen. Das ist ein normaler Netflix-Ding. Prime, was ist los? Schaut euch nicht die falschen Sachen von Netflix ab. Das ist non-good, diese. Was gibt noch? Was gibt noch? Bridgerton, Staffel 4, Premiere 2026, inklusive Bestätigung von Staffel 5 und 6. Habe ich auch nicht gesehen, ist glaube ich auch nicht ganz mein Thema, aber hat einen ziemlich großen Fankreis. Hat das einer von euch angeschaut? Corby, meine liebt's. Wenn mir scheppert schon wieder irgendwas in der Bude, ist es entweder der Wind, der durchpfeift oder die Katze randaliert. Das werden wir dann schon sehen, wenn wir aufhören. Was haben wir noch an Serien-News? Das schauen wir mal. Coole Sache, die kommt auf. Hulu wird dann bei uns wahrscheinlich über Star auf Disney Plus kommen. King of the Hill kriegt eine Neuauflage. Und das hat für mich zumindest bei Beavis und Butthead schon mal sehr gut funktioniert. Drum freue ich mich drauf, wenn wir jetzt da King of the Hill wieder kriegen. Kennt das noch einer von euch? Oder seid ihr alle zu jung dafür? Das war nämlich eine äußerst amüsante Serie. Was haben wir denn hier noch für Zeug für euch? Da muss ich ein bisschen schauen hier. Da hat sich einiges angesammelt. Hollywood war wieder mal ein bisschen fleißiger als die letzten Kassetten Schmetzens. Darum habe ich nicht alles zusammentragen können. Auf mein kluges Zettelchen hier. Aber dafür haben wir noch das Internet und da suchen wir uns natürlich dann alles raus, was ich noch mitteilen möchte. Boomer auf Englisch, wie ein Kollege von mir. Was ist er? Mike ist ein super Typ und sehr wenigstens einer kennt es schon her. Übrigens für alle Profi-Gamer unter uns, die in einer Profi-Gaming-Karriere mit Clash
of Clans gemacht hat. Dazu wird es auf Netflix auch eine animierte Serie für euch geben. Yay! Die haben wir braucht. Auf die haben wir gewartet. Das wird super. Nicht? Ich weiß es nicht, mir ist es wurscht sein. Wird wahrscheinlich an mir vorbeigehen, das Ding. Dafür gibt's, zu die Dan Brown, meine ich, heißt der Autor, da macht Netflix eine Serie zu dem nächsten Da Vinci Code Sequel. Hat noch keinen Titel, aber der Lost-Produzent ist scheinbar mit an Bord. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Man kann Schlechteres abliefern als Lost. Knädelwurzler, habe ich die Ehre. Schön, dass du hier bist. Was haben wir noch an Serien? A Night of the Seven Kingdoms, das können wir kombinieren. Game of Thrones Universums Fans, Fanlichkeiten. Ich glaube, letzte oder vor 2 Wochen habe ich so, schon gesagt, dass zumindest die Produktion von Staffel 3 House of the Dragon begonnen hat. Also da geht's weiter. A Night of the Seven Kingdoms ist jetzt auf einen frühen 2026 Start geschoben worden. Müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Und der George R. Martin hat sich dazu entschieden, nicht mit Game of Thrones weiterzumachen, sondern schreibt jetzt scheinbar das Drehbuch für einen neuen Herkules-Film. Ja, herzlichen Dank dafür. Wir werden wahrscheinlich niemals das Ende der Buchreihe Game of Thrones erleben, so wie es ausschaut. Danke für nichts, sage ich da gerade. Alter, auf. Alter, auf. Serien, was haben wir noch an Serien? Let me beschauen. Na, das ist auch keine Serie. Verzeiht mir ein wenig was, der Chat ist mir schon wieder zu stark. Verzeiht mir ein wenig was. Hunger Games, gut, ist keine Serie, aber in Hunger Games haben wir jetzt auf alle Fälle einige neue Casting-Zugänge, unter anderem den Ralph Fiennes, wie der Corby gesagt hat. Normale Menschen nennen ihn Ralph Fiennes. Er hat auf alle Fälle die Rolle des Präsidenten Snow jetzt inne. Und dann hat er auch noch die liebe, wie heißt Maya Hawke eine Rolle in Hunger Games ergattert. Man kennt es aus Stranger Things. Der neue Teil heißt übrigens auch Sunrise on the Reaping. Bin ich ja mal gespannt, was wir da dann kriegen. Mehr Dinge zu Hunger Games haben wir nicht bekommen. Hallo, ich habe gesagt, mehr Action im Chat. Im Chat. So, will ich sagen, ich bin gerade am Kochen. Speckranzen hier. Dann der Isong. Wer kocht für mich, ist immer das nächste Thema. Ich darf alles allein machen. Wird Viecher, ganz allein muss ich rumdumm schauen. Naja. Wird schon wissen, warum sie so laufen muss, gell? Übrigens gibt es auch wieder Neuigkeiten zu Bioshock. Es heißt ja, Netflix macht da einen Film und der Bioshock-Regisseur hat jetzt gesagt, dass sie an einem ziemlich guten Platz sind, was die Entwicklung des Films gerade angeht und dass sie halt auch nach wie vor wirklich in der Entwicklung sind. Also drückt mal weiter die Daumen, dass wir eine Bioshock-Verfilmung kriegen. Das Thema hätte ja ultimativ viel Potenzial, richtig geil umgesetzt zu werden. Mal gucken, ob wir da auch was Geiles kriegen. Was sagt er? Ich koche da schon mal was. Ah, habt das jetzt noch am Date oder möchtest mich nur verführen? Da sind dann sicher Roofies drinnen in dem Essen und danach wache ich auf und brauche Hämorrhoidenkissen die nächsten Wochen. Übrigens gibt es eine Fortsetzung zu Spring Breakers. Wer sich an den Film erinnern kann, mit dem Würster. Der ehemalige Spätzl vom Seth Rogen. Ja, genau, da hat man ganz allein da, muss das Zeug machen und keiner kann ihm helfen, wie der heißt. James Franco, so heißt er jetzt halt. Im ersten Teil war der James Franco nur dabei, ganz komisches Ding irgendwie, die erste Verfilmung. Weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das Ding ausgegangen ist, ob man da wirklich ein Sequel draus machen kann oder ob man einfach eine eigene Geschichte noch mehr erzählt. Naja. Ich werde es mir anschauen, wenn es dann irgendwann bei den Prime-Deals ist. Das reicht dann wahrscheinlich. Außer der Trailer ist wirklich überragend gut. Aber das ist jetzt erst einmal noch Zweifel, die ganze Sache. Wir haben dann auch, wir kriegen ja, falls ihr euch daran erinnert, eine neue Buffy-Serie, in der unter anderem auch die Sarah Michelle Gellar wieder mitspielen wird. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Da wird ein Pilot aktuell gerade
dreht. Und die neue Slayerin, also die neue Vampirjägerin, wird die Ryan Kira Armstrong. Ich zeige euch mal kurz, wie die junge Dame ausschaut. Man kennt sie aus Skeleton Crew. Hallo, Computer, schneller. Da ist, das müssen wir teilen. Invincible, sehr gut, Gnedelwurzler. Muss ich sagen, war am Anfang die ersten 2 Staffeln war es für mich gut, aber nicht so richtig fesselnd. Aber ab der 3. Staffel war ich richtig eingefangen davon. Scorpion, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Das ist die Ryan Kira Armstrong, die man aus Skeleton Crew kennt. Und gute Schauspielerin, hat mir zumindest in Skeleton Crew hat's mich überzeugt. Fand ich cool, das Mädel, und kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass sie in der neuen Rolle als Vampirjägerin funktioniert. Ja, wann das aber kommt, da war jetzt halt noch kein Datum dabei gestanden bei meinen News. Dafür haben wir jetzt den David Leitch, der Deadpool 2 und auch The Fall Guy gedreht hat, als Regisseur für die Gears of War Verfilmung, die auf Netflix kommen soll. Kann man auch wieder mal schlechtere hernehmen. Der Deadpool 2 fanden zwar, glaube ich, die manchen nicht so gut wie die anderen zwei, aber er ist nicht, muss sich nicht komplett verstecken vor den anderen. Ich fand den auch trotzdem sehr amüsant. Und Fall Guy hat auch seinen Spaß gemacht. Also, geb diese. Jetzt war wieder so ein News jetzt für den Philipp, unseren Dragon Cry, der ist aber heute nicht da, denn Megan 2.0 hat ja sein Rating bekommen, und zwar ein, wieder allen Erwartens, ein PG-13 Rating for strong violent content, bloody images, some strong language, sexual material and brief drug references. Naja, der wird im Kino an mir vorbeigehen, weil ich vom ersten Teil schon kein Fan nicht war. Aber für den Philipp ist diese News natürlich wichtig. Du musst deinen Ausweis wahrscheinlich nicht herzeigen, wenn du ins Kino gehst. Das musst du wahrscheinlich nicht. Am 2026, 9. Oktober, kriegen wir ja die Last Airbender-Verfilmung ins Kino, The Legend of Aang. Und da haben wir jetzt auch das offizielle Logo dazu. Das zeige ich einmal kurz. Dürft voll reinschauen in mein Instagram, weil ich das jetzt einfach da drin schnell aufgemacht habe. Hallo! Mein Computer ist wirklich so langsam. Ja, die Krawallmaus ist da, das ist ja schön. Schaut her, da schönes Logo. The Last Airbender, The Legend of Aang. Hier, 9. Oktober 2026, aktueller Termin. Freuen wir uns, oder? Da freuen wir uns, hätte ich sagen. Ich schon. Schlimmer als das Ding vom Shyamalan kann sie nicht werden. Ach, glauben wir noch eine Serie für die Fans von Yellow Jackets. Gute Nachrichten, denn eine 4. Staffel ist jetzt angekündigt worden von Showtime. Da muss jetzt auch mal eine gaffen. Die ist ja einmal ziemlich wird einmal ziemlich hoch gelobt und feiert, glaube ich, die Serie. Das schon jemand gesehen von euch? Na, für was steht überhaupt Fragen? Gibt mir keine Antwort für euch Pissbacken da. Kruzifix. Bin schon wieder auf 180. 180, I swear to God. I swear to God. Für Fans von Oz Perkins, der uns ja mit The Monkey erst kürzlich im Kino belustigt hat und mit Longlegs riesen Bombe abgeliefert hat, hat jetzt einen großen Deal mit Neon abgeschlossen. Da bin ich ja mal gespannt, was er da jetzt macht. Die zwei haben wir auch schon Longlegs and the Monkey miteinander gemacht. Ich muss jetzt nehmen, das ist sauber zu viel Text. Das hätte man aufschreiben müssen. Ich habe nur die kleinen News aufgeschrieben. Die langen News natürlich und nicht richtig dumm. Er hat auf alle Fälle noch für Ende dieses Jahr einen neuen Horrorfilm, den Keeper, angekündigt. Und der wird jetzt auch nochmal mit Neon zusammen veröffentlicht. Und sie werden dann auch weiterarbeiten. Und wenn die jetzt sozusagen mal bei Longlegs und The Monkey schon miteinander so abgeliefert haben, dann warten wir jetzt mal noch The Keeper ab. Oder nur Keeper. Und wenn auch das so ein Brett wird, dann sage ich, bitte verlängert diese Arbeit ins Unendliche. Ins Unendliche. Na, habe ich nichts sagen. Danke dafür. Wer war schon im Kino bei Final Destination Bloodlines? Wer ist genauso begeistert wie wir, was man ja aus unserer Podcast-Folge raushören kann.
Auf alle Fälle macht der Schreiberling zu Bloodlines jetzt auch noch zum The Howling Remake, das liefert er jetzt nur das Drehbuch ab. Da bin ich ja mal gespannt. Cooler 80er Vampirfilm, den sollte man sich mal anschauen, wenn man nicht Vampir, sorry, Werwolffilm. Und wenn man auf Werwölfe steht, dann muss der auf alle Fälle mal gesehen worden sein. Und dann läuft ja auch noch die Entwicklung zu der Narnia-Serie, die ja dann auch, glaube auf Netflix kommen soll, die von Greta Gerwig gemacht wird. Und da haben wir jetzt die Carey Mulligan im Gespräch, eine Hauptrolle zu übernehmen. Die gute Dame kennt man auch, zum Beispiel von Promising Young Woman. Und wer dazu jetzt kein Gesicht im Kopf hat, kriegt von mir eins Bild. Geteilt, sobald mein Laptop mich wieder teilen lässt. Schnell. Zap, zap. Oh, der haut ab, der Laptop, wie ein neuer. Da haben wir es. Das ist die gute Frau Carey Mulligan. Es ist noch nicht bekannt, in welcher Rolle sie kommen soll. Sie soll auf alle Fälle in einer Schlüsselrolle besetzt werden. Bin ja gespannt. Da bin ich ja gespannt, was das wird. Übrigens, Promising Young Woman, super Film, sollte man sich so anschauen. Haben wir eine tolle Folge aufgenommen mit dem Florentin Will, kann man sich mir anhören. Ist, glaube ich, unsere einzige Folge ohne Triple Threat, da es der Herr Will als unangebracht empfunden hat bei diesem Film, das mit Ei zum Bauen. Naja. Ja, der Dragon Cry hat es noch geschafft. Schön, dass du da bist. Jetzt bist du leider zu spät gekommen. Ich habe vorher gerade eine Megan 2.0 News rausgehauen für die. Aber ich sag's gerne nochmal, Dragon Cry. Megan 2.0 hat ein PG-13 Rating gekriegt. Du kannst also ins Kino gehen, ohne deinen Ausweis herzeigen zu müssen. Das ist doch schon mal toll für die. Das ist auch schon für Mieze. Ja, schön, wenn es dir gefällt, schön, wenn es dir gefällt. Dann Voltron-Fans aufgepasst. Ich habe Voltron nie gesehen, ich muss sagen, ich bin komplett blank, aber Henry Cavill macht ja einen Live-Action-Film zu Voltron. Und wie es ausschaut, soll der jetzt anscheinend keinen Kino-Release kriegen, sondern direkt auf Amazon Prime dann kommen. Das wäre schade, weil ich glaube, so ein Film mit Riesenroboter ist schon auch was für die große Leinwand. Das wäre auf alle Fälle was für die große Leinwand, hätte ich sagen. One Piece oder ein neuer Teaser-Trailer? Meinst du den, wo sie die Gnädelwurzler, meinst du den, wo sie den Filmabend miteinander machen? Dann habe ich nämlich schon gesehen. Und die kämen ja, da ist doch jetzt am Dienstag dieses komische Netflix To-Dum-Ding. Da glaube ich, kann man die Chance haben, dass wir das erste Battle vom Chopper kriegen. Bin gespannt drauf. Und jetzt eine von die großen News oder wahrscheinlich die größte News, die in der letzten Woche, in den letzten Tagen gekommen ist, nämlich die offizielle Casting-Bekanntgabe von den 3 kleinen Bubens und Damens der HBO Harry Potter Serie. Wir haben nämlich jetzt hier unsere Hermine, unseren Harry Potter und unseren Ron Weasley offiziell gecastet gekriegt. Da schaut es euch an. Habt es wirken lassen. Habt es wirken lassen. Ja, One Piece war eine super Staffel, die erste. Hat mir auch sehr gut gefallen. Bin ich gespannt auf die 3. Kann man jetzt nicht wirklich irgendwas draus sagen, außer dass die roten Haare schon mal passen. Ansonsten lasse ich mich da natürlich einfach überraschen bei dem ganzen Ding. Da gab es ja jetzt, gab es ja nicht nur ein Casting? Nein, ich glaube nicht. Wobei es aber sowieso wurscht ist. Das hier ist das wichtigste Casting gewesen, dass wir endlich wissen, wie unsere neuen 3 Zauberkinder ausschauen, die wir dann begleiten werden. Wenn es soweit ist. Das war's erstmal mit unseren News dieser Woche. Das Echo Driver spricht für sich. Naja, weiß nicht, was sie. Also ich kann mich da jetzt noch nicht wirklich beschweren. Es sind 3 Kinder, die da unhergerichtet da sitzen.
weiß ich was, ja, aber ja, das Internet ist ja ein Pool von großer geistiger Behinderung, vor allem wenn es darum geht, irgendwie Sachen zum Sageln, bevor man irgendwas Aussagekräftiges gesehen hat. Gehen wir zu unserer Kinostarts der Woche. Wes Anderson bringt seinen neuen Film morgen in die Kinos, und zwar der Phönizische Meisterstreich. Poster schaut verrückt aus. Ja, Wes Anderson ist immer so, weiß ich immer nicht so recht, was ich von seinen Sachen halten soll. Aber anschauen wird man uns einmal, doch voraussichtlich nicht im Kino. Dann haben wir die Vorkosterinnen, ein Kriegsdrama. Karate Kid Legends geht jetzt auch schon los. Da schau her. Da schau her. Werde ja nie singen. Und dann noch Clown in a Cornfield. Gibt es übrigens auch schon eine Folge von uns. Ist morgen offizieller Kinostart. Schaut's euch an, schaut's euch nicht an. Hört euch vielleicht erst unsere Folge an, relativ oder überwiegend spoilerfrei das Ding. Ich glaube, die Folge kann einfach nur eine gute Richtung geben, ob es was für euch ist oder nicht. Dann haben wir noch die Geschichte vor dem kleinen Prinzen, On Swift Horses noch, Blindgänger, Alle lieben Tudor. Lola Rent kommt noch ins Kino. Da schau her. Detective Keen, The Headless Horror. Fritz Litzmann, mein Vater und ich, Spielerinnen, nicht gegendert, sondern es geht um Damen. J-Hope Tour, Hope on the Stage in Japan, Live Viewing. Die Unternehmer, das Dorf und die Künstler ist eine Dokumentation über keine Ahnung was. Saunkanai 2 und das war's. Ja, ein bisschen was läuft schon im Kino, das man sich anschauen kann. Und zur Not haut man sie die Vorkosterinnen oder der phönizische Meisterstreich ein. Was wird es denn da wieder gehen? Eine Actionkomödie, Schrägstrich Tragikomödie soll das sein. Dieser Wes Anderson. Völlig verrückt. Also ich vor kurzem angeschaut. Wie heißt der letzte Film? Was in der komischen Raststelle das dann? Kannst du jetzt nicht mehr sagen, wie der heißt, auf alle Fälle. Bin ja noch auch da gesessen, aber nicht so richtig gewusst, was eigentlich von mir jetzt gerade wollte. Wie hat er denn noch geheißen, der Hammer? Ich weiß es nicht. Ich überlege es mir noch, während ich die Streaming-Charts der Woche hier suche. Wie hat denn jetzt der Film geheißen? Das lassen wir jetzt wieder die ganze Zeit keine Ruhe. Streaming-Charts der Woche, Platz 10. Haben wir gleich mal The Handmaid's Tale. Die 6. Staffel. Die müsst ihr mir jetzt ausschauen. Sind schon wieder 6 Staffeln, ist so viel. Muss mich gerade durch Gomorra schon um 5 Staffeln lang kämpfen. Ja, die Lola, die rennt immer nur. Die hört nicht auf zu laufen. Auf alle Fälle, Handmaid's Tale, die 6. Staffel ist auf Platz 10, läuft auf Hulu, ist dann bei uns wahrscheinlich wieder Star. Dann aber Platz 9, Fred and Rose West, A British Horror Story. Auf Netflix die 1. Staffel. Ach, das ist ein Doku, glaube ich, das Serienkiller-Doku. Kann das sein? Kann das sein? Ist eigentlich genau was für mich. Werden wir uns mal anschauen. Platz 8, The Four Seasons, auch auf Netflix, die 1. Staffel. Platz 7, Forever, die 1. Staffel, auch auf Netflix. Dann haben wir Platz 6, Your Friends and Neighbors, die 1. Staffel ist auf Apple TV Plus. Jetzt wieder was für mich, Andor, Platz 5, die 2. Staffel. Und die war wirklich unglaublich gut, die Serie leckt mich am Arsch, vor allem die letzten Folgen. Holla die Waldfee, boom, das ist für mich Peak Star Wars bis jetzt gewesen. Platz 4, Mobland, die 1. Staffel auf Paramount Plus. Dann haben wir noch Secrets We Keep auf Platz 3, die 1. Staffel ist Netflix. Dann Platz 2, American Manhunt, Osama Bin Laden. Ach, die Doku auf Netflix, die darf mich auch mal interessieren. Und jetzt noch der erste Platz ist The Secret Lives of Mormon Wives, die 2. Staffel über Hulu. Sagt mir gar nichts. Sagt mir ja nichts. Mir wundert es, dass The Last of Us war eigentlich ziemlich wenig vertreten in dieser Top 10, oder? Oder der ist schon wieder? War schon wenig vertreten, oder? Oder? Sagt uns halt. Die letzten 2 Filme, wo ich gesehen habe, waren schon auf der Dead und How. Wie die letzten Filme, die du gesehen hast? Schaust du keine Kassetten? Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Unglaublich. Wie lebt man so ohne Kassetten schauen? Was die 2. Staffel war aber jetzt auch nicht so der Reißer. Von was redest du? Wenn du jetzt sagst, dass Andor die 2. Staffel nicht so der Reißer war, dann muss ich das nächste Mal in Calm einen Dropkick geben. So, Leute, machen wir jetzt wieder mal Super Magic Unboxing und fangen wir an mit den stürmischen Funken.
Shaun of the Dead habe ich ja das erste Mal mitten in der Nacht auf RTL gesehen. Shaun of the Dead, ich glaube, den hat irgendjemand auf DVD gehabt. Ich muss aber sagen, ich gehöre zu den Leuten, die Shaun of the Dead ein wenig überbewertet empfinden. Ich bin zum Beispiel größerer Fan von Zombieland. Ja, steinigt's mich, ich hab's gesagt. I do not care. So, ich hab's aufgebracht. Puh, das war jetzt wieder anstrengend hier. Also, nur dass der rechter Scheißdreck ist, muss man da selber ein Bild machen. Ja, natürlich muss er selber ein Bild machen. Außerdem hör nicht auf das Zeug, was du im Internet liest. Die Idioten sagen eine Serie wegen der Hauptdarstellerin, weil sie ihnen nicht gefällt. Ja, wahrscheinlich bist du ein hässlicher Wichser, der gerade drüber schimpft, dass dir nicht gefällt. Irgend so ein Fettsack wie der Typ von South Park bei Warhammer zocken, Warcraft zocken. Also bist wahrscheinlich der Letzte, der sich darüber beschweren darf, wie eine Frau aussieht. Also alles richtig gemacht, Dragon Cry. Schön, schön selbst ein Bild machen, einfach auch schon noch nicht die ganze Zeit von Arschlöcher aus dem Internet irgendwie eine Stimmung geben lassen. Ah, danke, Zombieland finde ich auch viel besser. Hat mir eine Cornetto-Trilogie auf Blu-ray gekauft. Ja, wow. Also da finde ich die Cornetto-Trilogie, was eine Trilogie ist, der zweite, der Hot Fast, den finde ich witzig. Das ist der witzigste, das ist das Beste. The World's End finde ich furchtbarer Scheißdreck. Kann ich überhaupt nicht der Backer. So, erste Karte, erste Backer ist offen. Sproxy macht Sprühwasser. Sprühwasser kriegst du auch von mir. Dann haben wir ein Geronimo. Das kann flattern, da fällt mir kein dummer Schwanzwitz ein. Ein Gierspenst, kleine Besorgung und Tackle. Ich mochte noch auch eine kleine Besorgung. Lumispross mit der Steinschleuderer. Wir gehen auf alle Fälle zu Schleuderer einen Schwanzwitz machen, das überlasse ich euch. Schreibt mir irgendeinen Schwanzwitz ein mit Schleuderer. Dann haben wir ein Quartermack, ich weiß es nicht, macht koordiniertes Werfen, das ist schön von ihm, dass es so koordiniert arbeiten tut. Belebtes Stadion. Lamelux, Spiralsturmangriff. Boom. Und jetzt gehen wir hier, oh, jetzt gibt es wieder voll Glitzerkarten, oder? Und zwar ein Flatutu mit dem Ausweichplatscher. Glitzer, Glitzer, Schiller, Schiller. Dann haben wir noch eine Stadion-Trainerkarte, Erdanziehungsberg, das auch glitzern tut. Schaut da, Schiller, Glitzer, Schiller. Und jetzt noch ein Skelocroc mit Schmorchester. Voll Glitzer, Schiller, Glitzer, Schiller, Glitzer. Und Basisenergie Wasser. Das ist unser erstes Päckchen gewesen. Ach, Philipp, vielen Dank. Vielen Dank für die Gaben, lieber Philipp, lieber Dragon Cry. Dafür wird wieder mal hingelangt. Wann bist du wieder mal im Cineplex? Übrigens, wichtige Info, die ich fast vergessen hätte. Diesen Freitag haben wir nach des guten Geschmacks Special Event, Double Screening mit zuerst The Night of the Living Dead von George A. Romero, der praktisch das Horror-Genre, wie man es jetzt erkennen, definiert hat mit diesem Film. Dann haben wir dazwischen ein bisschen Unterhaltungsprogramm und danach gibt es dann auch noch Necromantic 2 Uncut vom Jörg Buttgereit. Also das sollte man sich auf alle Fälle nicht entgehen lassen. Corby und ich sind vertreten persönlich und zwar in Erding dieses Mal. Also schwingt euch nach Erding ins Kino. Kommt's vorbei, kommt's rum und schaut wirklich zwei geile Filme auf der Leinwand an. Also ich bin sehr, sehr begeistert, dass ich die auf der Leinwand sehen darf. Gestern fertig geschaut, großes Wolleck und nach dem Stream wird wir gleich nochmal Rogue One reinziehen. Ja, ich muss Rogue One, ich habe zwar angefangen, aber dann weg müssen nach der zweiten Staffel. Muss ich auch noch fertig anschauen, weil ich auch richtig Bock gehabt habe. Ich habe richtig Bock drauf gehabt, dass ich mir die ganze Andor-Serie einfach noch mal am Stück durchhöre. Last of Us sagt man, wenn ich Petro Pascal nicht anschmachen kann, ist nicht dasselbe. Ja, das stimmt. Petro Pascal gehört schon immer angeschmachtet, aber ich kann jetzt auch nicht so urteilen über die zweite Staffel. Ich bin nämlich über Folge 2 noch nicht hinausgekommen. Das ist mein Problem, aber ich habe jetzt nach den Bewertungen von IGN, die haben ja Folgenbewertungen gemacht, ist es nicht durchgehend so überschwänglich bewertet, zwar immer so ich glaube zwischen 6 und 10 in der Bewertung, aber das glaube ich war die erste Staffel, waren alle im oberen Bereich. Naja, mal gucken. Was haben wir hier jetzt in der zweiten Backerl? Ein Zuber mit Superschall und Rasierflügel. Nein, der Vogel. Der Schwingenschleiderer. Schwingelschleiderer Sepp. Name ist patentiert, sobald wir einen neuen Vogel finden, würde ich sagen. Natu mit Dreifachstoß, mehr brauche ich auch nicht.
Der war richtig gut, die bricht selber zusammen. Ich feiere mich halt noch richtig für den Witz. Felilo, zertrampeln und Katzenkick. Zertrampeln kann man einen Witz mit Crash Points machen, aber da ich das ultra asozial finde, mach ich das nicht. Lin Fu, Fußkick und Niederprügler, brauche ich ab und zu, um zum Verkehr zu kommen. Also natürlich muss ich niedergeprügelt werden, weil ich nicht immer mag. Dann haben wir ein Tentantel, Exoskelettfähigkeit und Wirbelnadeln. Ich habe es alle angeschaut wegen Innen, Monk und so. Ja, natürlich muss man alles sehen, schon Krawallmaus. Das ist eine ganz klare Sache. Übrigens, Krawallmaus, hast du schon mitgekriegt, dass Soulfly auf Kamm kommt? Bist du da vertreten? Pokémon-Ausrüstung, Trainer, verfluchter Staubwedel. Ja, ist meine auch, weil der arbeitet nicht so richtig. Dein Maul kann ich. Maritelit, keine Ahnung, ob man es ausspricht. Satellitenstrahl und Gehirnschütteln, ja, das ist bei mir, glaube ich, auch öfter mal gewesen. Wann? Weiß ich nicht. Warte mal, regelt mal gleich. Ich check das schnell ab, wo ich das eingeschickt habe. Ich habe das Somewhere hingeschickt. Kurze Pokémon-Pause, dass wir das hier überprüfen können, wann Soulfly das Same spielt. Mach groß. Wo 24.06. im LA kam Soulfly. So, was haben wir jetzt hier noch? Einmal ein Item, Trainerkarte, Konterfänger. Schon wieder mit Glitzer, schaut sie. Glitzer, Schiller, blieb. Da haben wir richtig schöne Karten. Die muss tausende Euro wert sein. Donnersichel, Ex-Vergangenheit. Fieberhaftes Ausstechen und unheilvoller Sturm. Und schaut mit die Karten, wie schön das die ist. Die ist schon schön. Also wirklich schön. Die, wenn nicht 1000 Euro wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann haben wir noch ein Juju, Fackelbringer und Megafeuer des Neids. Auf eurem Glitzern, Megafeuer des Neids. Yeah. Und Basisenergie, was sehr. Ja, Fallikims, Krawall. Maus. Nimmst du ein Ding mit, ein Batman. Sagst also, diesmal sein Anus gefälligst mit in das Festelschwinger, Brodelweibse und dann ab in Moshpit. Ordentlich ein abhauen. Bloß der kann es noch schön. Ja, das ist tatsächlich wahr. Aber ich vergleiche mich jetzt hier nicht mit Karten, weil irgendwo muss ich einmal eine Grenze ziehen, weil mein Ego ist eh schon hier, was ist eh. So Leute, das war's für heute wieder mit dem Kassettenschmerz. Ich hoffe, ihr habt unsere neue Folge schon gehört. Über Excision, einem wirklich verrückten, teilweise ekligen Film, aber ziemlich cooler Streifen. Haben wir mit dem Dominik Balkow aufgenommen, Regisseur von Aphasie und von dem absolut geilen Kurzfilm Zero, Null, Kreis, keine Ahnung, wie das Ding ist, wie das Ding heißt. In die Shownotes von die Folgen haben wir es verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Haben wir damals im Hardline gesehen, hat er, glaube ich, auch Platz 2 der besten Kurzfilme kassiert dafür. Wirklich richtig geiler Film und cooler Typ auch. Hat viel Spaß gemacht, mit ihm die Folge aufzunehmen. Herz eine. Ansonsten hören wir uns natürlich wieder nächste Woche zu neuen Folgen und sehen uns zu neuen Kassettenschmatzen. Und dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Abend. Und morgen viel Spaß beim Vatertagen, was auch immer ihr es macht. Und ich hoffe, wir sehen irgendjemanden am Freitag beim Double Feature. Sehen wir uns da? Hallo, ob man singen, habe ich gefragt. Was, ich bin ganz so warm. Berliner heute wieder. Hier wieder dieser Lokalpatriotismus. Unglaublich. Ja, das war's. So, das wollte ich sagen. Sonst bin ich einen Anbrach mit deiner Berliner Hetzerei hier, Kruzifix. Blutsakrament. Danke fürs Zuschauen, danke für die Spende und Rain-Cry wieder. Gibt's wieder du wirst wieder gepotatoed hier. Dann hören wir uns nächste Woche. Macht es gut, schönen Abend, trinkt's nicht viel, bleibt's brav und uns natürlich treu und auf Wiederschauen. Lebt lang und in Frieden.